Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Fire Emblem Fates Offenbarung. Und es ist endlich mal soweit. Ich habe offscreen noch ein bisschen trainiert, das heißt trainiert. Wir kennen das Prozedere Dingsbums hier, ja. Natürlich sehen wir es nicht mehr. Sprich, wenn ich Auskundschaften mache, kommen hier Herausforderungsmissionen. Einfach halt alte Gebiete nochmal abklappen, genau. Und insofern trainiert in Anführungszeichen, weil um die Level ging es mir gar nicht, die haben sich kaum verändert, sondern es ging mir mehr um die Gespräche und Lecco Mio haben wir mittlerweile viele. Aber natürlich die, die ich wollte, die Pairings. Vor allem Michael und Asura habe ich auch schon mittlerweile mal gelesen, im Kommentar, dass jemand sich gewünscht hat, nein, bitte nicht dieses Pairing. Ich habe so keine Ahnung warum, aber da ich es jetzt für Offenbarung auch sehr passend finde und es einfach mal haben will, mache ich es jetzt einfach fertig. So, muss man aber so sagen als Let's Player. Und vor allem sagen dürfen, ne? Dass man mal so seinen Kopf durchsetzt. Sein Sturschädel. Viel Reis und Fleisch. Fleisch und Reis, man, das ergänzt sich gut. Oder? Fisch und Reis und Gemüse, ja. Fleisch und Nudeln, ja, aber Fleisch und Reis, also ja doch. Ich habe gerade irgendwie überlegt, was mir gerade so einfallen würde. Fernöstlicher Küche und so weiter. Denn das bitte Goldbarren, der mir sowieso nichts bringt, weil er nur sehr, sehr wenig Kohle rausgibt. Naja. So. Dann mal gucken. What do you want? Das hier. Lotterie, komm schon, du musst doch mal gewinnen. Im Schweizer Jackpot sind aktuell irgendwie 64 Millionen. Nix, wa? Ja. Sprich, ja doch, wir müssen ungefähr noch zum Zeitpunkt der Aufnahme, also, tun wir schon der Aufnahme logischerweise, einfach mal zum Zeitpunkt, mal in Onsen reingehen, wo hier der Part auf YouTube erscheint dem Tag, müsste es in der Zeitpunkt sein, wo eben im Schweizer Lotto etwa 64 Millionen Franken drin sind, Alter. Das ist zwar nicht ganz 64 Millionen Euro, aber es geht schon nahe ran. Das fühlt sich unglaublich gut an. Sogar fast perfekt. Man will morgen so schön glänzen. Stimmt. Was? Orangenschale, Lavendel? Hä? Was quatscht Fuga da? Ja, raus hier. Wobei das ja sehr gesund sein soll. Es öffnet ja auch die Poren und fördert die Durchblutung und hast nicht alles erlebt und etc. etc. So, Freunde, es geht los. Gespräche. Viele Gespräche müssen aber auch sein. Gut, das wird zwar weniger, aber Selene und Case will ich auch verkuppeln. Insofern alles wichtig. Entdeckung! Was? Ah! Könnte ganz leicht auflauern. See you later. Silas, warte mal! Ja, Silas und Case sind ja die rechte Hand von Mila und Michael, Silas. Was willst du? Zu den Sinn kommen, genau. Ja. Das ist halt das eine, dass wir hier ein bisschen noch die Gespräche voranbringen. Das nächste wäre dann doch noch eine, ich sage jetzt nicht Sidequest, sondern halt, doch, ist eine Sidequest, keine DLC-Quest, eine Sidequest. Und zwar geht es, wie man bereits schon vorhin gesehen hat, Michael und Asura ist soweit komplett. Der heißt ja an Rang S und damit natürlich neue Missionen. In diesem Sinne bereits 2 Kindesmissionen auf einen Schlag. Ob wir direkt beide machen, erstmal einen nach mit der Hauptstory, bin ich noch nicht so sicher, aber sicher mal einen und dann, ja, je nachdem halt. Direkt nach die Hauptstory oder eben noch die andere Kindesmission. Mal gucken. Case. Wird es eine gute Sache geben? Na gut, ich danke dir. Ja, denn zu sein. Danke, Mann. Aber deswegen sind wir noch lange keine Freunde, klappt's? Charmant wie immer. Ja, typisch Frau. Hinoka mit Sender, zwar erst Rang B, aber hey, kann ja was werden.
Was? Jahrestag meines ersten Sieges vorübergegangen. Ja, vor allem Jahrestag meines ersten Sieges nach einem Jahr vielleicht schon, aber das sind nach alle Jahre feiern, fände ich schon übertrieben. Was soll ich mir sein? Das ist ein Rätsel. Vielen Dank, Vincendo. Ihr seid viel gütiger, als ich erst angenommen habe. Ja. Camilla mit Rioma, Rang B. Wie geht's auch, Prinz Rioma? Guten Tag, Milady Camilla, wie geht es großartig? Wie geht es euch? Oh Mann. Hoffe das Beste. Vielleicht können wir Michael mit einbeziehen. Oh nee, lass mich bitte da raus. Das ist nicht der springende Punkt. Ja, Michael. Immer? Was ist Michaels Unabhängigkeit? Fragen wir auch. Was soll damit sein? Glaubt mir, euer Ansatz ist auf lange Sicht nicht das Beste für Michael. Jungen unterstützen ist eine Sache, aber übertriebener Schutz ist eine andere. Rio, lass uns dies beenden, ja? Also, man das denkt, verwickeln. Dann besorgt, dass er mir zustimmt. Nein, ich meine nur. Ach, vergesst es. Ich gehe nicht zurück. Wie ihr wünscht. Nein, lass mich in Ruhe! Ich will da nicht mit einbezogen werden. Ist mir scheißegal, was ihr da quatscht. Nix und Benny, es wird Zeit für Rang A. Oh, das ist nett von dir, dass du fragst, Benny. Also noch Erwachsene machen. Ja gut, ich denke mal, ein paar andere Dinge gehen nicht, wa? Zwecks Stoffwechsel des Körpers und so weiter und so fort. Da kommt zu putzen. Schwierigkeiten. Hä? Wieso? Sie ist eine Hexe, Zauberin, wie auch immer, sie kann doch fliegen. Wie du ein Kind bist. Eine interessante Sichtweise. Egal, ob du ein Kind, ein Krimineller oder nicht dann bist. Du bist eine Verbündete. Verbündete sollen einander helfen. Sehr nett, Benny. Jo, so ist er halt, der nette Benny. Schatten Silas auch endlich mal Rang B bei den beiden. Silas, Schatzi, ich habe mir viel Liebe zubereitetes Mittagessen dabei für euch. Warum nicht? Was willst du denn wissen? Michael? Das wird gesagt. Und? Das nicht so sieht. Bitte was? Was mich da? Also, was fällt es diesem Mann? Gute Freunde. Mich erinnern. Sie jetzt nicht mehr eine Beziehung haben. Moment, Freundchen? Der Königsfamilie? Nö. Ja, nie. Frechheit, Mann! Was für eine Zeitverschwendung! Die ganze Mühe mit dem Mittagessen für die Katz! Wie bitte? Ihr sagt ja schön, euch seid da! Natürlich ging ihr davon aus, dass jetzt kurz wieder gehört und jetzt das! Unsere glauben, dass ihr beide überhaupt nicht mehr verfreundet seid! Mann ey! Ihr seid nämlich gestorben! Ihr Arsch! Ja, sprich 6 war so übertrieben. Von anderen fließt dennoch blaues Blut. Blaues Blut? Was? Wenn man das nicht gleich gesagt hat, ist natürlich was anderes. Lieber Silas, muss ich das... Oh Gott, was hat er da bloß angerichtet? Nein! Was hat er getan? Wir haben den Untergang der Welt herbeigeführt. Asura Michael, jetzt wird's krass. Mal nachzusehen. Ich denke schon. Es muss Asura sein. Oh, verzeih. Was? Wer ist da? Ich bin es. Verzeih, Asura. Ich habe nicht gewusst, dass du da badest. Michael? Kannst du dich umdrehen? Ich muss mich anziehen. Natürlich, verzeih bitte. Gut, du kannst dich umdrehen. Ich kann nicht genug entschuldigen, Asura. Ich wollte nur mit dir reden. Ich habe nichts gesehen, ich schwöre es. Wirklich nichts? Ich hatte das Gefühl, dass jemand hier war, ehe du was sagtest. Na gut. Vielleicht zeig mir deinen Rücken, aber nur einen kurzen Moment lang. Du bist eine schöne Frau, Asura. Ich kann nicht wegsehen. Wenn wir den heimlichen Bahn zusehen, das ist einfach... Ich bin etwas sauer, aber dieses Mal vergebe ich dir. Danke, Asura. Ich verspreche, besser aufzupassen.
Mache mich nur unbedingt bei dir, besonders jetzt. Also, wie bitte? Ich glaube, du schweifst etwas ab, Michael. Ich habe in unserem letzten Gespräch nachgedacht. Unser Gespräch über die großen Gründe für den Konflikt. All die Geheimnisse in der Welt umherschwirren. Schien nicht mehr so wichtig. Wovon sprichst du? Wir hätten über den Farbton des Himmels reden können. Was zählte, war, Zeit mit dir zu verbringen. Oh, Michael. Wie gesagt, habe ich einen Weg gesucht, dir die gleichen Gefühle zu gestehen. Was? Du kannst auch sagen, was? Was ist das für ein Gespräch? Das ist überhaupt nichts romantisch, nix. Aber ich genoss wirklich sehr die Zeit unserer gemeinsamen Gespräche. Ich glaube, dass es das Schicksal war, das dich und mich zusammenführte. Zwei Menschen wie wir mit einer so ähnlichen Vergangenheit. Es kann nur vorbestimmt gewesen sein. Das denke ich auch. Irgendwas in der Welt passiert. Ich glaube, dass du und ich miteinander verbunden sind. Stärker als alles andere. Ich bleibe an deiner Seite, Asura. Wir besiegen die ganze Welt, falls nötig. Wir werden immer für immer zusammen sein. Die ganze Welt besiegen, ja! Wie war das ursprünglich noch? Die ganze Welt vereinigen? Together we will save this world. Please, never let me go. Nö, kein Problem. Es wurde noch stärker, bald schon Früchte tragen sollte. Man kann sich Rat für Säuglinge, die konnte man Neugeborene in diesem Zeichen verstecken, in einer alternativen Dimension, genau. Wir haben eine reiche kleine Welt auf der Astralebene, da hat dann Ankos keinen Zugriff, dem ist das scheißegal. Voran viel schneller. Ein Erwachsener. Zumindest vorerst. Ja gut, ihr versteht, wieso da nicht alle so begeistert waren vom Pairing. War nicht gerade irgendwie so romantisch. Egal. Sakura mit Leo. Nach welchen Frage stellte. Also. Sakura ist eine überaus starke Frau. Ganz im Herzen. Danke, Leo. Zu nehmen. Das kann mir gefallen. Also ich muss sagen, bisher gefallen mir eigentlich alle Pairings, die ich so ausgewählt habe. Gut, natürlich auch Charlotte, das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich alle bis Ryoma Camille, aber das Gefühl passt irgendwie auch nicht von Gesprächen her. Im Gegensatz zu Sendo und Hinoka. Und Michael Asura. Also, das war ganz grob gesagt, wenn ich das nächste Mal Offenbarung zocken sollte privat, denke ich mir ernsthaft, ob ich eigentlich alles so belasse, bis auf Camilla mit Michael und Ryoma mit Asura. Andererseits, also, ich weiß auch nicht, war gerade irgendwie so ein Gedanke. Leo mit seiner kleinen Schwester. Hey, Leo! Merkwürdig. Was denn? Strahlte so hell. Das heißt ein Sonnenregen. Ah, Regenbogen meinte ich. Das ist ja unglaublich. Du bist ein Genie, Leo. Allgemeinwissen. Wenn ich mal eine Frage habe. Natürlich, kleine Schwester. Hurra! Okay, Leo ist also für Elise das Leben der Wikipedia. Faszinierend. Takumi mit Elise. Takumi. Takumi. Was wir gehört haben? Wie dem auch sei, ich habe ein paar Sagen mitgebracht, die dir gefallen könnten. Ich habe Bücher nur mitgebracht. War schwer zu verstehen. Topografie und Kultur. Eine Enzyklopädie historischer Persönlichkeiten. Ein Buch über norische Waffen. Ihr habt recht, ich finde Bücher durchaus interessant. Das wusste ich doch. Ganz lang, dass es ein Ausland der möglich... Nö, nichts mehr zu tun hat zu haben. Hört auf damit. Hier, da habt ihr eure Bücher wieder. Tschüss. Hey, pass auf, du hintrittst. Entschuldigt. Fernhalten. Ich geh jetzt. Takumi. Takumi, du bist ein Doofer. Du bist ein Doofling. So. Ganz kurz Hauptquartier gucken. Jetzt müsste Asura auch neben uns sitzen. Gespräch. Die Verbindung wurde gestärkt. Even if fate tears us apart,
we'll always have these sweet moments to hold dear in our hearts. Ach so, dass du so romantisch sein kannst? Echt ein bisschen verblüffend, wa? So, nö. Anderes Mal, momentan kein Bock drauf. Wir haben eh schon viel zu viel gequatscht, Freunde, aber ist halt so bei Fire Emblem Fates. Da haben wir gerne ein bisschen gequatscht. Ich habe noch 5 Drachenpunkte, okay. Anderes Mal bitte. Ich will jetzt wirklich gerne mal mit den Nebenquests loslegen. Nummer 2 und 3. Oh yes. Nebenquest 2, Drachenblut. Das haben wir da auf dem Kanal. Gut, wir kennen es bereits, Freunde. Hä? Wir kennen es aus Vermächtnissen. Natürlich werden wir hier nochmal zocken. Dann zwar ohne Animationen, das schon, aber da heute die Folge bisher eher, würde ich sagen, relativ unspannend war. Und ich es ja hasse, so uninteressante Parts hochzuladen. Machen direkt weiter mit. Nebenquest 3, überraschendes Duett. Asuras Sohn Shigur. Oder? Ne, Shigur klingt doof. Sigur erst recht. Shigur. Keine Ahnung. Er erreicht vielleicht das Schiff, als er in die Gruppe reist. Doch die Feinde, die Shigur verfolgen, sind schnell und greifen das Schiff an. Jo, mal das starten. Ich schätze trotzdem, es wird lang genug dauern, wenn wir dann am nächsten Part drin sind. Sind wir sicher und kommen dann zu mit dem nächsten noch. Mit Nebenquest 2. Aber ich liebe es, über das Meer zu segeln, von den Strängen der Erde befreit. Das Tosen der Wellen klingt wie das süßeste Wiegenlied. Wenn du Probleme, Lady Asura? Ganz ruhig, Felicia. Erzähl mir, was passiert ist. Pegasus, ich meine, der junge Mann, der ihn redet, ist gerade auf unser Schiff gestürzt. Also mit dem Pegasus, aber... Was sagst du da? Ein Mann auf einem Pegasus stürzt auf unser Schiff? Wo? Da. Shigur, mein Sohn, was hat dich hierher geführt? Mutter. Mutter, habe ich es geschafft? Ich verließ das geheime Reich, um dich zu finden. Oh je, du bist verletzt und ein Pegasus sieht aus, breche gleich zusammen. Nein, es geht schon. Wir müssen sofort zum geheimen Reich aufbrechen. Mein Dorf wird angegriffen. Du und deine Freunde müsst helfen, zu rennen, was noch zu retten ist. Was? Dein Dorf? Aber wer ist der Feind? Ich weiß es nicht. Es ist, als könnte man sie manchmal nur schwer sehen. Was? Sie sind nur halb sichtbar, aber es sind erbitterte Kämpfe. Eine Sache bin ich mir ganz sicher, und zwar, dass sie hinter mir her sind. Meine Freunde riskierten ihr Leben, sodass ich entkommen konnte. Sie sind wohl alle... Shikure! Okay, Shikure. Man spricht es auch so aus. Shikure, das weißt du nicht. Moment, ich spüre etwas. Jemanden. Shikure, pass auf. Da sind sie. Verzeih, Shikure. Dieses grausige Wende des Schicksals ist meine Schuld. Sie haben es auf dich abgesehen, meinetwegen. Wie bitte? Was hast du damit zu tun, Mutter? Ich kann es nicht erklären. Nicht hier, nicht jetzt. Schnell gehen wir in Deckung. Ja, wo bin ich? Ich bin der Vater. Shikure, wir haben noch etwas Zeit. Oh, dieser Teufel. Wie es ausspricht, so. Shikure. Ich kann das gar nicht, ey, wie es so hinkriegt, so. Shikure. 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 Wie macht ihr das? Shikure. Shikure. Nee. Shikure. Nee, auch nicht. Shikure. Ja, versuchen wir es mal so. Wenn Sie denken, Sie kriegen dich zu fassen. Mother, wer sind Sie? Warum sagst du, es sei alles deine Schuld? Es tut mir leid, es muss ein Geheimnis bleiben, zumindest noch für eine Weile. Erzähl das meinen Freunden. Vertrau mir, Sohn. Trust me. So wie alle anderen auch. Ich hatte keine Wahl. Jetzt geh und versteck dich. Ich werde mich um sie kümmern. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Es ist einfach nicht richtig. Mein gesamtes Dorf. Und für was? Du musst gute Gründe haben, um so tödliche Geheimnisse zu wahren, Mutter. Aber dieser Kampf ist nun auch meiner. Ich muss meine Freunde rächen. Shigure. Hör zu, Shigure. Dein Einsatz ist höher, als du dir vorstellen vermagst. Bestehst du aber darauf zu kämpfen, dann nur aus sicherer Distanz. Versprich es. Nein, meine Freunde hatten auch keine Wahl. Ich steuere keine Schlacht. Ich verstehe. Dann verspreche ich, dass meine Freunde dich beschützen werden. Ja, meine Freunde übrigens, mein Mann, dein Vater, nur mal so, by the way. Du wirst leben, wenn es nicht mein Leben kostet. Wenn es mir mein Leben kostet. Nein, Mutter! Wir verlieren nicht. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Sie werden für ihre Taten büßen. Macht den Kampf bereit, meine Freunde. Ich bin an deiner Seite, Mutter. Ja, Frau. Oh, 12, cool. Invasorenarmee aus unbekannten Soldaten. Okay, wir sind 12 Stück, sehr schön.
auch nicht sehr schön. Ich mal vom Level her gucken. Da müsste ich eigentlich mitkommen. Ich habe hier gerne mal Waffen Level E, deswegen kommen jetzt mal mit. Die sind auch stark genug. Die Makiten und Kaden war sonst, ja, bringt sowieso nichts. So. Das sind alle Feinde plötzlich hier unten, so wie es aussieht. War, oh. Ja, okay, nichts gesagt. Pairings. So, wie mache ich Pairings? Pairings machen wir wie folgt. Das sind 3. Moment. 3 hier im Sinn. Das wäre gar nicht mal so doof. Das hingegen war doof. Wartet, ich hab's gleich. Ist gut. Das ist schlecht. Das passt auch. Machen wir das hier runter und das dann hier und dann passen wir auch das wieder oben nicht. Ne, das war jetzt auch sehr intelligent. So. Passt. Speichern. Und es geht nochmal los, Freunde. Es war unser Schiff, Anton. Bleibt wachsam. Don't underestimate me. So, wo ist jetzt Shigure? Ich sag bloß, ich konnte ihn gerade auswählen, hab's nicht getan. Da wäre natürlich auch ein Fail. Das wäre Big Fail. Okay, die Entonomen sind direkt hier. Okay, hier unten ist noch gar nichts los. Das ist natürlich nicht okay. Andererseits ist es auch egal, okay. So, ich schicke trotzdem mal nach unten, weil, vielleicht kommen die noch, vielleicht nicht. Mal gucken. Ich meine, da ist mit euch sowieso kein Problem. Kann man sowieso belassen. Was haben wir hier für Vollspackos? Warte mal. So. Animationen wieder ein. Silbax, gar kein Problem. Stalax, Wurfball. Stalax. Kriegen wir alles hin, Mann. Natürlich auch sehr clever. Jo, Kombi. Hierhin plus Bronzeaxt. Jo, Mann. So, er ist ja da. Der Olle Keaton. Warte mal. Ungerader Zug und so weiter. Er wird schon gut gehen. Dann mal noch hier, war. Das ist eigentlich relativ stark im Vergleich. Aha, versuch's mal so. Warum eigentlich nicht? Silberschwert. Und Husto. Was machen wir mit euch beiden? Ich lasse euch hier. Hier kommt die Silberaxt. Hier kommt die Bronzeaxt. Geil. Oh oh. Hier kommt die Silberaxt. Bronze. Ist jetzt nicht so schön. Oh, jetzt will keine Crit-Chance. Das wäre es noch gewesen. Was? Das ist hier auch mal eine interessante Entwicklung, Freunde. Und ich würde mal sagen, wie interessant genau das ist, das erfahren wir hoffentlich wiederum in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung Nebenquest 3. Ja, unser Sohn, mittlerweile vielleicht sogar Stiefsohn oder was nicht gesehen kann. Stiefsohn, Quatsch, wir sind nicht ein leiblicher Vater, aber halt Mutter vielleicht getrennt. Nee, sicher nicht, aber ja, keine Ahnung. Mal gucken. Bis dahin, tschüss.